Wenn wir uns mal ein Bild machen, da kommen 16 Jahre Männer, Jungs, nach Jünd und gehen bis für die Feste der Nähen, gehen noch in Koma, holen sich alles an Eten, merken die Fridge auf, holen sich was einmal Eten und jankern das, und setzen wir in der Stuhl und fangen zu eten. Wie viele von Ihnen haben mal belebt, dass es dort geht? Wo würde es dann sein, wenn das ganz Fremde wären? Würdet ihr das annehmen? Ich glaube nicht so. Aber viele von Ihnen haben belebt, wenn die Kinder bringen einen Freund mit nach Haus. Sie bringen einen Freund mit nach Haus, dann sind die vielleicht Großes eten angekauft für die ganze Werk und kommen an, sind auch noch und eten alles ab, was die für die ganze Werk haben gehört. Meine Jungs, die sind nicht bei den Alter, wo sie eten, kriegen so viel als ich. Wir haben uns bei einem Klima, wir haben Spaß und wir wollen probieren, uns Hüse bosig zu betonen, dass wir eten können. So, woran wird wir dann, mit dem Beispiel, was ich hier brauche, woran wird wir diese Jugend nachlassen, dass sie können bei uns das eten? Und die Ursache dafür ist, dass wir Fremde würden in uns Heim nachlassen, deswegen unsere Kinder bringen in ein Haus. Die sind angenommen in uns Heim, willst du mit den Kindern, unsere Jugend, näher kommen. So ist es auch mit uns. Wir kommen nur Gott sein Haus, Gott seine Familie, nicht wegen wie Part von der Familie sind, oder dass wir das verdient haben, aber wir kommen näher durch Jesus Christus. Wir kommen mit Jesus Christus näher. Und durch Jesus Christus sind wir angenommen in Gott seine Familie. Durch Jesus Christus waren wir Gottes Kinder. Das ist in der Wahrheit, was wunderbar ist. Wo ist dort, dass wir nicht Juden sein, wie wir dort nicht können verdienen, wie wir Sünder sein, wie wir Fehler merken, wie wir das Fehler feilen, kann Port sein von Gott seine Familie. Wo ist das möglich? Das ist möglich bloß durch Jesus Christus. Und durch Gnade, was er uns geben hat, was wir annehmen, durch Glauben, kann wir Port sein von dieser Familie. Letzten Sonntag sagen wir, wo die Gesetz wird gegeben nach den Israeliten, dass die Gesetz so abpassen über die Israeliten, vor der Zeit zwischen Abraham seine Bund und der Zeit, wo Jesus Christus wird kommen, haben dort erfüllen, was Gott angefangen hat durch Abraham. Wir sagen auch, dass die Gesetz kann uns nicht raten. Die Gesetz kann uns nicht dichter bringen nach Gott. Die Gesetz bringt bloß ein Bild von wer wir sind. Das beweist uns, wer wir sind. So, wenn wer wir sein, was meint das, dass wir Kinder Gottes sind? Die Gesetz erst in der Vers, das ich letztes Jahr seht, die Gesetz erst ist ein Babysitter. Der passt ab. Der hat für eine Karte Titel gewählt, so dass der kann abpassen für die Israeliten. So, von der wäre wie Galata Kapitel 3, 26, bei Kapitel 4, der 7. Vers, der Versen durchgehen. Sein Wort liest Paulus hier von Kjinja Gottes an. So, fängt an in 26 mit Lehren, dass du hast keinen Unterschied in Jesus Christus. Er sagt, nu sind die durch den Glauben an Christus Jesus alle Gott seine Kinder. So habe ich geredet von, wo wir im Glauben nach Gott kommen, wir sind gerecht, willst wir glauben? Nu sagt er, nu seid ihr durch den Glauben, das ist, wo wir in Gott seine Familie näher kommen. Durch Glauben, in wem? An Jesus Christus, alle Gott seine Kinder. Er sagt hier alle. Nur wem redet er? Alle die, bitte, da bohrt nicht, wer wir sind, wann wir glauben in Jesus Christus haben, dann sind wir Gott seine Kinder. So er sagt, wir sind Kinder Gottes. Was meint das? Das meint, dass wir sind Part von Gott seine jetzige Familie. Das meint nicht, dass wir nie Juden sind. Das meint nicht, dass wir nie in
in der Fleisch, in der ordentlichen Familie hier ans hingenommen, ändert nicht. Aber zu wem seine erste Familie wie hier, dort hat geändert. Wie sagt nicht Gott seine Kinder. Dann wieder sagt er in 27, wählt wir einmal in Christus närngedeibt ist, hat Christus angetragen. So er sagt hier, wir sind in Christus närngedeibt. Was meint er mit das? Redet er von der Taufe? Und möchte von uns, was hier sagen, wir sind getauft, wir sind in Christus närngedeibt. So was meint er mit das? Er meint vielleicht, dass wir gedeibt sind, und wir verstehen, dass wenn wir getauft wurden, wenn wir gedeibt wurden, das ist ein Beweis, was Gott all in uns getan hat. Das ist nicht die Taufe, was uns raten wird. Das ist nicht die Taufe, was uns die wahre Geburt geben wird. Wir wurden wahre geboren, willst Gott uns dort geben, der willst wir glauben. Und dann lot wir uns taufen, um dort bewiesen, dort, was Gott in uns getan hat. Dort die Welt dort kann sein, dort wir uns hingegeben haben durch Jesus Christus. Aber die Bibel braucht das Wort, närngedeibt in der Unterweich auch. Und dort hat zu tun mit verstehen, was meint das Wort närngedeibt. In der Zeit, die brauchen das Wort nur viel, wenn sie würden sich merken, sie würden dort intent nern drücken, Unger drücken, so dort das sich wird ändern, dort das ganz unter Klavier ist. So was Paulus hier mit zu sagen hat, ist, wir wurden in Christus närngedrückt, närngedeibt, so dort wir geändert worden, so dort wir anders sind, ist was wir ihr sind. So wir sind in Christus, sind wir nicht anders. In Christus sind wir in am närngedeibt. Und das tun wir waren in Christus närngedeibt, durch den Herrn Jesus. Dort, was er tät, durch die wahre Geburt, in den Teken, was er an uns sagten tät, zum beweisen, dort wir sind. Und dann wieder sagt er, wir sind Kjinja Gottes, durch Christus antragen. Er sagt, er hat Christus angetragen. So, was meint er mit das? Wenn wir Jesus Christus antragen, das ist nicht, dass wir nur ein wenig holen, einen besonderen wenig brücken oder einmal. Dort redet von der Gerechtigkeit, was Christus uns geben wird. Uit uns selbst sind wir nicht gerecht. Wir können nicht reich sein für Gott uit uns selbst. Wir können nicht in ihre Worte tun, dass wir reich sind. Die Bibel lehrt uns, dass wenn wir Jesus Christus annehmen, er vergibt uns alle die Sünden und dann gibt er uns seine Gerechtigkeit, dass wir uns seine Gerechtigkeit können antragen, so dass, wenn Gott noch uns schicken wird, er sieht nicht, wie wir Sünder sind, er sieht Jesus Christus seine Gerechtigkeit. So, wenn wir vor Gott stehen, Gott sieht nicht bis unsere Sünden. Gott sieht nicht, wo wir Fehler sind. Gott sieht nicht, wo wir kalt kommen. Wenn Gott noch uns checken wird, wie wir in Christus sind, er sieht die ganze vollkommene Gerechtigkeit, was in Jesus Christus ist. Willst wie Jesus Christus angetragen haben. Und das ist ein Wunder. Wie viele von uns fallen uns das wird? Ich weiß auch nicht. Ich fall mir nicht wird, dass wenn Gott nämlich checken wird, dass ich vollkommen sein. Das ist nicht ich, wer vollkommen sein. Das ist nicht du, wer vollkommen bist. Das ist keiner, was hier sagt, der was vollkommen ist, uit sich selbst. Aber wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Und Jesus und die und mich checken das. Er sagt, Jesus Christus seine Gerechtigkeit. Und dann können wir in Sicherheit vor Gott stehen. Angenommen ist Gottes Kjinja. Und dann wieder in den 28 lehrt Paulus das steht. Er sagt, du hast keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven oder Frei, Mann oder Frau. Wir sind alle eint in Christus Jesus. In anderen Städten lehrt Paulus das auch. In Römer Kapitel 10, 12 Vers sagt, du hast keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen.
Willst du zelfs je haar als haar over alle. Rek je nu alle dort te geven, nur dort wat zij beten. Dan 1. Korinther kapitel 12, de 13e vers sagt, wir sind alle durch einen Geist in ein Körper gedeibt. Ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Free, wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. So dass Jesus wat uns in diese Familie näherbringen wird. In Jesus Christus sind wir alle ein Körper. Das bedeutet nicht, wie Juden oder Griechen sind. Und für uns, wie wir plötzlich reden, Mennonit oder nicht Mennonit, Deutsche oder nicht Deutsche. Wenn wir Sklaven sind, wir sind nicht Sklaven von der und da, wenn ohne Wartung diese falsch verstehen, Utarbeiter oder Wirt, Reich oder Arm, Mann oder Früh. Wir sind alle eins in Jesus Christus. Ich weiß, ein paar von Ihnen das scheinen mit einem Puzzle schaffen. Und wenn einer ein Puzzle typen wird, einer muss das bis krag reich taubstehen, dass ein fernes Bild geben wird. Und wenn ein Beat nicht fan passen wird, einer muss sich dort treffen, dass es bis einer weicht, dass alle perfekt taub passen wird. Und so sind wir als Menschen. Und dass der krag perfekt taub passen wird, schafft das nicht, dass wir einmal Gott in Gemeinschaft haben. Und ohne dass wir das mit schaffen tun, passt wir nicht taub. Aber Jesus Christus, der in der Ordnung war, er nahm Bieter von allen Sorten Puzzles, vielleicht hast du nicht mal von dasselbe Bild. Er nahm alle die Bieter, und je weiten, was so ein Deckport ist, dort ist ein Epoxy, dort der geht klar zu dir zu checken. Und dann wird Jesus Christus sozusagen dort Eva jeiten, und dort hart worden dort, und dann jaft dort ein Bild. Und die Bieter, was ich würde nicht taub passen, sind nicht Port von ein Bild. Und die wollen taub gehalten, nicht wegen die von Natur taub passen tun, aber wegen die wollen taub gehalten, durch die Liebe, was Jesus Christus ist. Wir sind taub gebracht, nicht weil wir naturally taub passen tun. Wir passen taub, wir sind taub gebracht. Wir sind Port von dieser Familie, wegen Jesus Christus hat uns angeraubt. Wir sind Port von Gottes Familie, weil wir kommen in Jesus Christus. So er sagt hier, der erste kein Unterschied zwischen Juden und Nicht-Juden. Und ich glaube, es ist dann wichtig, dass wir verstehen, dass die Kirche, Gott, seine Familie, abgemerkt ist von allen Sorten Menschen. Das sind nicht bis Deutsche, das sind nicht bis Englische, das sind nicht bis Spanische. Aber taub sind wir Port von dieser Familie. Taub sind wir die Kirche. Ich glaube, das ist dann wichtig, dass wenn wir in einer Ordnung checken, dann was nicht so sind als uns, anders sind als wir sind. Dass wir nicht raufchecken, sondern was anders sind. En in Ordnung war die Kultur, zu wem wir gehören. Wir uns selbst auch nicht daran und glauben, wir sind euer als Ordnung. Wir sind in Jesus Christus alle eint. Und dann wieder sagt er, das bedeutet nicht, wie Sklave oder frei sind. Wir wollen vielleicht niemand sein, aber wir glauben noch mal, die, die recht sind vielleicht besser als wir. Wie wir Utarbeiter sind, wir sind keine Utarbeiter. Aber in Jesus Christus sind wir alle eint. Und dann sind die Orte vielleicht, was Aufgangs haben oder in Orte weh, sondern was wird sein, sondern was sehr viel haben, würden bleiben, sie haben bis zu tun mit Geld merken und leben bis für die Welt. Ich bin ein bisschen Utarbeiter, ich kann $4 jährlich sein. Das ist euch reich. Wir sind alle eint in Jesus Christus. Das bedeutet nicht, wie viel wir haben, das bedeutet nicht, wie wenig wir haben, das bedeutet nicht, was von der Arbeit wir haben. Wir sind alle eingeladen, ein Port sein von Gott in der Familie. Und in der Life, und in der Gemeinschaft, was in der Familie ist, eint sein. Und dann sagt er hier, es ist kein Unterschied zwischen Morgen und Früh. Ich habe Erfahrungen von frühes gehört, dass sie von sich dort nicht wird, dass sie Port sein von der Familie Gottes, wenn sie früh sind.
Ik heb dingen gehoord zoals, ik zei maar früh. En ik geloof dit is waarom Paulus dit leren deed. En die tijd weer het ook krijgt zo. Früher die sagen zich zelfs aan, zoals weniger is Mana. Ze weer niet zoveel wert in dat cultuur en waar ze leven. En voor mannen die erst ook verken zijn zo. Aber in Gott seine Familie, du hast keinen Unterschied zwischen Mana und Frühers. Wir sind alle angenommen, wild wie Gleiben. Und Gott sagt uns, es ist nicht taub, dort wir im Bild sind von seiner Gerechtigkeit und seinem Leben. Und dann 29 sagt er, wenn wir Christus angehören, dann sind wir Abraham seine Nachkommen und Erben. So als Gott versprochen hat. So, Paulus hat von neu geredet, was meint Abraham seine Kinder sein. Und gesagt, Abraham seine Kinder sein und seine Nachkommen sein, meint dort, wie gerat sein, wir nehmen Gott seine Radung an, durch Glauben, und Gott hält uns gerecht, wild wie Glauben. Wer einmal dort ist, sind Abraham seine Kinder. Und was Paulus hier sagen wird, ist, wenn wir Jesus haben, dann sind wir Part von dieser Familie. Wenn wir nicht Jesus haben, dann sind wir noch nicht Part von dieser Familie. Ich denke an eine Vers, was ich glaube, sehr wichtig ist, dass wir das Mennoniten besonders kennen. Und das ist 1. Johannes Kapitel 5, der 12. Vers. Und dieser Vers sagt das ganz klar, dass er schwarz und wird. Hör mal, was er sagen wird. Wer Gott sein Sehen hat Leben. Und wer den Sehen nicht hat auch nicht Leben. Ganz klar geschrieben. So von dir, wenn die hier sitzen, wenn die das horchen, wenn du Jesus Christus hast, wenn du in wahre geborenen Christ bist, wenn du in Glauben Jesus Christus seine Radung angenommen hast, du hast Leben. Das wird nicht in Zweifel sein. Einer kann sich sicher sein, wenn einer Christus hat, dann hat einer Leben. Wir können dann weiten, dass einer Christus hat. Wann wir glauben, wann wir vertrauen, dass Jesus Christus unser Rade ist. Und unserem Vertrauen sahen bloß in Jesus allein. Und dann wieder sagt er, dass wenn wir Jesus angehören, dann sagen wir Erben. In Englisch sagen wir Heir. Dort ist einer, was also ein Erbenwort von den Älteren. Willst du Part sein von Gott seine Familie, dann wollen wir dort Erben, dort wird uns treffen, willst du Part sein von der Familie. Und was ist dort? Dort Gott uns geben wird, willst du Part sein von der Familie? Dort wir ewig Part sein von der Familie, dort wir dort ewig Leben haben. Bloß so eine Wort Part sein von Gott seine Familie, wollen Part sein von Gott seine Familie in Ewigkeit. So wenn wir Part sein von dieser Familie, dann sind wir Part von dieser Familie für immer. Und das sind bloß Dinge dann, was Erben sind. Das sind nicht Fremde, das sind nicht so eine, was nicht Part sein von der Familie, das sind bloß Dinge. Und die Bibel lehrt uns, dass wir wollen Dinge in zwei Wegen. Wir sind Part von Gott seine Familie durch zwei Wege. Erstens, wir wollen in dieser Familie geboren. Nicht in der Weg, wo wir uns Körper in dieser Familie geboren wurden. Wir wollen geistlich in dieser Familie geboren. Wenn wir wahre geboren wurden, dass nicht Geburt, was Gott uns geben wird, gibt uns ein Part in dieser neue Familie. Und alle die, was frisch wahre geboren sind in dieser Weg, sind in dieser neue Familie geboren. Der zweite Weg, und der redet von, dieser zweite Weg ist mehr, was Paulus hiervon reden wird. Und dort erst, wir sind angenommen, die Dinge. Wir werden nicht Part werden von Gott in der Familie erst, sind die angenommen, so dort, wie nun in dieser Familie sind. Dort ist nicht, wegen wir dort verdient haben, dort ist wegen Gott seine Gnade, dort er uns annehmen wird. So das war mein Dad und das war wie Gottes Kinder wurden.
En dan van kapitel 4, die eerste bij derde vers, leert Paulus verder, wat de gezaad deed voor ons, oder voor de Juden, zodat we kunnen rijk zijn, dat we poort zijn van Gods familie. Ik rede al laatste zondag, wo de gezaad weer een babysitter voor de Juden. Zwischen de tijd, wo God durch Abraham Menschen raden deed, durch geloven, en dat wie je nog, juist hij van de korte tijd de gezaad ham dat de gezaad kan oppassen over de Juden. So hij zegt het in de eerste vers. Ik zei aber, zolang als een oorv nog niet myndig is, als zwischen arm en een knecht geen onderscheid. Wanneer hij ook aan alles irgendwat wat de Vader heeft. So wat hij hier zijn dat is, en hij redt waar van de tijd waar de Juden onder de gezaad werden. Hij zegt zwischen een knecht en zo'n wie een kind is, als je geen onderscheid. Wils de kind is een vallen een kind. Wij heeft dat nog niet gekregen, dat wat hij nog krijgen wordt. En die wordt onder de gezaad werden, die hebben dat nog niet in vallen gekregen, wat ze würden krijgen. Dan wieder sagt hij steht nog onder Goudmannen en Galata, wat de tijd komt, die de Vader bestemd heeft, dat hij dat afgoud krijgen zal. So hij zegt hier, de gezaad wie es in Goud, da werden es Goudmannen en Galata. Da werden ze wat oppassen deiden. So wo die gezaad, wo wir die gezaad in Goudmannen oder in Galata Eva, die Israeliten, wat de tijd wo Jesus Christus komen deed. En de weg te vragen, wo is de gezaad en bewijs voor ons, dat hij naar ons oppassen deed, wat de tijd wo we Jesus Christus aannemen doen. Ik geloof de eerste ding wat de gezaad wijzen deed, is dat God heilig is. We zijn in het Oude Testament, wo wichtig dat de Israeliten en God in een bijzondere weg aanbeden deed. God merkt dat zeer klar, wo hij dat wil gaan, dat zij naar hem komen deiden. Dat zal niemand einfach zijn. Dat zal niemand glücklich zijn. En we zijn hier, wo heilig God werkelijk is. We zijn ook de gezaad post op over Israël en ook in wessen wij ons. En dat bewijst ons wat beter is in leven. So viele van de gezaadsen in het Oude Testament, dat we om de Israeliten helpen, dat zij worden krankheden onder controle houden. Er waren viele gezaadsen wat houden de rijken terug van advantage nemen over de armen. En dan de gezaad wijst ons ook wat recht en aardig is. We zijn dat God jij viele gezaadsen en dat we klaar, zwart en wit, wat zij doen zullen. En dan poort van de gezaad dat we een angst van aardig doen. De gezaad die juist de straf voor de zinden. Die werden wessen zinden, wo een mens moest verstorven. Wanneer zij würden wessen dingen doen, dan würden al de Israeliten komen en zij würden die aanbrengen. En dat wird dat in Israël würde controle blijven en dat zin wordt niet even hand krijgen over de Israeliten. Maar ik denk wat de gezaad klaar deed, is dat hij bewijst jede persoon wat probeert de gezaad te houden, dat zij Fehler merken deiden. Dat zij zinder werden. Er is niet eine persoon wat jemals heeft geleefd, wat kon de gezaad perfect houden. Zij worden kort komen, zij doen kort komen. En zo'n wat probeeren de gezaad te houden, moeten de gezaad perfect houden, of dat helpt niet aan. Wanneer we proberen God te gefallen, door de gezaad, in het Oude Testament en ook wat in het Nieuwe Testament geschreven is. En in één ding kort komen.
Wer wir sein, bis zum Beispiel, wir leben tannig Jahren. Und wir haben für tannig Jahren können perfekt leben. Nicht eine Sinn getan. Und das letzte Werk, was wir leben, dann, das wir in eine kleine Weich leben, hat dort alles, das Geld, was wir getan haben, das hält nichts an und wir gehen verloren. So erst die Gesetz. Die Gesetz, der verlangt, dass wir perfekt und ganz vollkommen sind, dass irgendwas halten wird in unserer Seligkeit. Und die Gesetz wies uns dann, und das ist der größte Punkt, der Wort, Gott die Gesetz schicken für die Israeliten. Und dort wird uns wiesen, dass uns fehlt in Radar. Wenn er nicht klar wie ist, wie sollen sein, dass uns in Radar fehlen wird. So, wenn wir uns ihnen Wort unser Segen tun, wenn wir uns ihnen Leben unser Segen tun, ich glaube, wir können klar sein, uns fehlt in Radar. Uns fehlt in Radar. Und wenn wir dann sein uns selbst, als wir sind, und wir sein, wo wir leben, und wir glauben zu uns selbst, ich bin ein feiner Mensch. Ich glaube, das wird denken. Die Gesetz wies uns dann, wo wir kart kommen, und wies uns, dass wir kommen kart. Wir können nicht aus uns selbst gerat sein. Und dann sagen wir, dass der erst in Radar, was gekommen ist. Hij ist Jesus. Hij hat die Sündenschuld ganz betont am Kreuz. Und wie wir Jesus Christus annehmen und glauben, kann gerat sein. Wir können vergeben sein. Dort wir können, so Paulus in der ersten Version sagen, wir können gekleidet sein mit Jesus, so dass wir gerecht vor Gott stehen. Und in der dritten Vers sagt es wieder, so ist das auch mit uns. Solange wir an minje Kinder sind, stund wir an, die anfangs lehren, in dieser Welt versklavt. Sondern wird prüft Gott zu gefallen mit Gesetz und Menschenregeln. Wollen immer Sklav sein. Wegen wo wir weiten, dass wir jemals genug getan haben, dass wir in Gott der Friede haben gestellt. Wir sind ein Sklav zu diesem Leben. Aber wenn wir kein Leiber sein, wo Gott uns angenommen hat, das Dinge, dann sind wir Fried für uns zum Leben. Mit Gnade, mit Leib, mit Kraft. Jetzt sei wie in der nächsten paar Versen, in der Feier sagt es das. Aber als der Zeit ist gekommen wird, schickt Gott ihn sehen. Geboren von einer Früh, und Unger hat Gesetz gestellt. Er soll die lostypen. Und Unger hat Gesetz werden, dass Gott uns kann annehmen als seine Kinder. So vor der harte Zeit, na wir mal ein paar tausend Jahre, wo die Israeliten Unger die Gesetz werden, sie haben ein Verlangen, dass er würden Rade kommen, was wird lostypen von ihrer Sünden. Bei Jesus Christus ging viel wieder, was diese Menschen haben uns könnt utgraben. Nicht, dass wir nicht bloß, dass Jesus Christus uns vergeben hat, von der Sündenschuld, was durch die Gesetz kam, er sagt uns auch frei von der Gesetz, dass wir in einer ganz ordentlichen Familie können sein. Und das ist die Gottesfamilie. Und alle die, das bedeutet nicht, von wo wir kommen. Das bedeutet nicht, was für ein kleiner Hut wir haben. Das bedeutet nicht, was wir verdienen tun. Das bedeutet nicht, was wir getan haben. Jesus Christus ist gestorben für uns. Er raubt uns alle an, dass wir Port können sein von dieser Familie. Und dann sagt der Vers, sagt es das. Und willst je nu Gott seine Sehnt sein? Habe er uns sein Sehen, sein Geist in das Hort gegeben, der am Anraupen als Futter, Leiber Futter. Ich fange an mit dem Beispiel von dieser Jugend, was Frauen wir in das Heim, jinken bis nahen, wollen sich da saten, wie ein Däschen fangen zu essen. Wenn dort ganz Fremde sind, der Vater würde ankommen, der würde die Rüte treiben. Die haben keinen Platz in das Heim. Aber willst wie in das Heim ankommen mit Jesus Christus, den selben Vater, wer Jesus Christus anrufen, der ist
Vater. En ik geloof hier, wie es Prottige hand vielleicht nicht ganz das Wort hier als aber. In Englisch sei wie Daddy. Prottige würde vielleicht sein Pa oder Papa. Dort ist mehr als ein bisschen Vater, dort ist ein Vater, mit wem wir in Gemeinschaft haben und dort leiftolig ist. Und wir weiten dort ans Vater, ans Gott ist. Und in Krax in der Wahrheit, Jesus Christus kann sein Vater anrufen, Papa. Vater mit Leif. Vater, wer mir Gott ist. Kann wie auch. Wir dürfen nicht nur Gott den Vater gehen mit Angst und Furcht. Angst, dass er uns bestrafen wird. Wie Christus Jesus. Der wollte Jesus in uns steht, kann nur Gott den Vater gehen sein. Papa, Daddy, ich weiß, du bist mir Gott. Ich weiß, ich bin ein Part von dieser Familie. Nicht willst, was ich getan habe, aber willst du mich angenommen hast als ein Kind in dieser Familie. Und dann wollen Leute wieder forschen sein, was das wörtlich meint. Und dann 7. Vers sagt, deswegen sind wir nun nicht mehr Sklaven. Oder Obersehens. Und wenn ein Sehen, dann auch ein Orf. Wird's Gott jünt, du to gemerkt hast. So werden wir da nicht mehr leben, die Sklaven. Sklaven, wat Sklav sind. Sklav sind für die Schon, wat der Sinn kommen wird. Sklav für die Lees, wat so tom braucht uns anzuschmieren. Aber so sehens. Sehens für nur Jesus, durch Jesus, nur den Vater gehen down. Und wir dort weiten down, dort Gott, der Vater uns Gott ist. Und wie wörtlich frei sind in dieser Familie. Wir schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wenn wir diese Forschen durchgehen von der oder das, würden wir die Botschaften können nehmen und dort weiter mit Fried utleihen, wo wichtig dort ist für uns zu verstehen, dort wie Kinder sind, leider als Sklav. Und Jesus Christus, die raubt alle uns an, dort wir können Port sein von dieser Familie. Nicht willst der, was wir getan haben, aber der, was Jesus getan hat für uns. Und Gott, ich bete von dir, Smars, wenn du hier Söhne sind, was nicht Port sind von dieser Familie. Von der Söhne sind, was das Harken tun, was nicht Jesus Christus kann tun. Wer diese wahre Geburt nicht hat, wer Büter dieser Familie sind. Ich bete Gott, dass die was in deine Leib, in deine Genot sind Menschen antragen und anraupen, sodass sie können. Wenn sie auch lang gelebt haben, Büter dieser Familie, Port kann werden von dieser Familie. Und das Paulus hier schließen mit Kapitel 7. Gott, ich bete, dass die was uns Kraft geben, dass wir können in Freiheit leben. Nicht mal als Sklav, aber als Kinder. Kinder, wer uns Vater anrufen wird, lieber Vater, Papa, Daddy, aber. Beten alle das in Jesus' Namen. Amen.